zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenkmalpie. Ich bin Anne. Im Moment sieht man doch auf allen Kanälen die wunderschönen Vintage-Fake-ID-Karten. Und ich finde die so wahnsinnig hübsch. Und ich will unbedingt auch solche machen, aber ich habe die richtigen Stempel nicht dazu. Viele von denen, die ich gesehen habe, sind gemacht mit diesen wunderbaren Team Holz-Stempeln, so ID, Passport etc. Blablabla und alles das Zeug. Und das habe ich nicht. Und jetzt habe ich aber gefunden, hey, ich habe so viele andere Stempel und irgendetwas wird sich doch da wohl können irgendwie zusammenmixen, zusammenmischen, irgendwie umeinander stempeln, dass ich auch solche tolle Kärtchen machen kann. Ich habe dann da mal ein bisschen ausprobiert und siehe da, tatsächlich habe ich es geschafft, mit keinem solchen Stempel etwas herzubringen, wo doch so einigermaßen aussieht wie irgendein so ein halb offizielles Dokument. Sieht jetzt vielleicht nicht aus wie irgendwie eine Identitätskarte, aber vielleicht irgendwie wie ein Schifffahrtsüberfahrtsbillett oder ein Skipass oder ich weiß doch auch nicht, oder so ein Anhänger für einen Koffer oder so. Hey, ich finde, die sind recht cool rausgekommen, für das ich eigentlich wirklich kein so Personalstempel oder irgendetwas hatte. Ich habe das einfach mit anderem Zeugs gemacht. Ich habe zum Beispiel Billetstempel, ich habe Formularstempel, ich habe einen Poststempel, ich habe sogar irgendetwas, das mit einer Briefmarke ist, wo man sich fragen kann, was hat das überhaupt auf so einem Dokument zu suchen. Aber hey, es sieht doch einfach cool aus. Ich habe hier solche Datumstempel und ich habe noch so ein paar Viereckchen und wo man eben dann irgendwie könnte das Datum reinstempeln oder einfach nur eine Linie herstempeln, finde ich, sieht auch recht cool aus. Oder da habe ich dann so ein ganzes Feld, da könnte man jetzt auch ein Foto reinkleben. Hey, es hat auch mal geklappt, so wie ich wollte und es sieht irgendwie nach etwas aus. Und ich finde, die sind noch recht cool rausgekommen für so in ein Junk Journal, würden die doch locker reinpassen, selbst wenn man eigentlich gar nicht so genau weiss, was es ist, aber es sieht auch vintage-mäßig aus. Ich würde sagen, wir machen doch mal 1, 2 von denen und lassen uns überraschen, wie es das mal rauskommt. Zuerst einmal die Eckenrunde. So, ich habe hier so ein Papier genommen, ein kleines Stickers. Ich werde es dann nachher noch schnell zeigen. So, so ein bisschen verschiedene Grössen machen. Mache ich ganz sicher jetzt hier nicht alle. Das wäre ein bisschen verrückt. Ich habe vorher schon so viel gemacht und da habe ich noch einen vergessen, sehe ich gerade. Zack. So, die gehen noch ein bisschen warten. Hier Papier. Was habe ich für Papier genommen? Settings hier. 250. Genau, die geben mir so schöne Kärtchen, dicke würde ich sagen. So, mit was habe ich angefangen? Mit Walnut Stain, braun, einmal so ein bisschen rundum und zwar sehr grossflächig. Oh, warte jetzt, ja, genau, auf das wollte ich noch schauen. Die Stempel kommen tatsächlich schöner raus, wenn man es auf die Seite macht, wo vom Papier, das so eher glatt ist. Das ist jetzt ein Papier, das auf einer Seite eine kleine körnige Oberfläche hat und auf der anderen ist sie glatt. Auf der glatten kommen natürlich die Stempel viel besser. So, ich schaue auch gerade, dass ich da schön so oben drüber noch ein bisschen gehe. Dann sieht es so richtig hübsch angetöpelt und verbraucht aus. Kann man auch ganz am Schluss noch drüber machen, wenn man will.
So, ich glaube, uns lenkt das im Moment gerade so. Und nachher Kanten habe ich ganz am Schluss noch mit Schwarz gemacht, weil ich gefunden habe, es gibt der ganzen Geschichte einen kleinen schöneren Rahmen. So, machen wir das. Ich habe mir da tatsächlich jetzt so ein Tool zugelegt. Schwarz. Wo man da die Wetteli kann abnehmen. Und doch, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Es ist schon ein kleines anderes Feeling, weder mit meinen Korkzapfen selber gebastelten Sachen oder mit der Kosmetikschwämme. Mal schauen. Es fühlt sich noch so gut an. Es darf bleiben, ist okay. So. Und ja genau, die Fotos, da hatte ich nur noch so ganz winzige Scheiben. Ich habe die aus einem Buch ausgeschnitten. Aus einem Familienfoto. Aus einem schwarz-weißen alten Buch. Ja, sie sind recht klein, aber ich finde, es macht gar nichts. Das ist schon okay. Als erstes nehme ich, glaube ich, mal meine Billetstempel. Welchen nehmen wir da mal? Den. So. Und ich stempel das mit Schwarz. Ist ja wurscht, wenn das ein Billett ist. Interessiert ja niemand, was da drauf steht. Macht mir auch gar nichts, wenn es jetzt da nicht ganz abgedruckt da. Suche noch mein Hüdeli, wo ich das schnell abputzen kann. So, dann möchte ich hier noch den viereckig, also den quadratisch. Den mache ich, glaube ich, aufs Kleine drauf. Dass wir auf der anderen Seite gut Platz haben für das Föteli. Und dann haben wir noch einen, wir haben noch einen anderen, wir haben noch den hier. Den, oder warte jetzt mal, da habe ich doch, da ist noch so irgendein cooles Formular, so ganz grosses, da will ich gerade auf das drauf passen. Das ist cool. Dann schauen, ja, so sind wir den Längsweg, der richtige Weg oben. Das oben ist. Oben. So. Ja, da habe ich ein bisschen krumm drauf geklebt. Da, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. So, jetzt, was haben wir denn da noch Schönes? Was haben wir da? Da haben wir noch irgendein Formular. Etwas Sättiges da, wo man überhaupt nicht lesen kann, was da drauf steht. Was auch noch irgendwie praktisch ist. So, das kommt einfach da unten her. Ja, einmal so. Genau, und da habe ich gedacht, könnte man gerade das, oder? Das Viereckli. Wo wir ein schönes Fötterchen rein tun. So. Und hier auch. Wenn wir hier auch so eins. Komm, wir machen hier auch noch so eins. Ist ja egal, wenn das Fötterchen so klein ist, dann passt dann noch irgendein Poststempel oder so rein. Ja, das kommt doch gut. Das kommt gut. Und hier habe ich gedacht, beim dritten, da können wir so einen schmalen. Mal schauen, dass der gerade drauf ist. Da machen wir einen schmalen, irgendwie fürs Datum zum Beispiel. Soll ich das so machen? So. Das ist gleich ein bisschen krumm geworden.
Irgendwie ist der Film drauf. Wieso? Da. Da kommt auch noch eins. Für die Unterschrift. So. Für die Unterschrift. Und jetzt? Da könnte man doch irgendwie die Wellen drauf machen. So hätte ich mir das vorgestellt. Vielleicht, oder? Ah, aber zuerst das Foto drauf. Würden da, nein, auch nicht. Zuerst das Foto. Ja, sie sind schon gerade jetzt ein bisschen mickrig geraten. He? Aber das macht doch nicht. Da haben wir die feine Dame. Und da ist noch so jemand. Die passt doch gerade da rein. He? So. Also komm, dann kleben wir doch die jetzt mal rein. Ich mache das ganz schnell mit Stiftlein. Komm, Frau. Einmal so. Und einmal so. Ja, vielleicht ist es irgendwie, ich weiß doch auch nicht. Vielleicht ist es ja ein Fabrikausweis. Oder so. Oder ein Besucherausweis für irgendwo in einer Firma. Wer weiß? Das kann ja alles sein. Das kann ja einfach alles sein. Ja. Die da noch. Und jetzt. Jetzt hat man doch hier die Wellen drüber reinstempeln, aber da fehlt da zuerst noch etwas. Ja, was wollen wir denn dort jetzt noch machen? Das da. Nein, warte, das wäre ja nachher so. Ja, komm. Ja, komm. Nehmen wir doch das. Das mit dieser Marke. Ja, schauen. Nein, warte, das ist ja so. Das ist so. Das hat nicht Platz. Ist das schlimm, wenn das neben rauskommt? Nein. Ich glaube es nicht. He? Gar nicht. Kommt gerade schön da rein. Zack. Und dann raus. Jetzt haben wir genau hier den Grind nicht genommen auf dieser Marke. Dann hat der so noch einmal rein drücken. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Und dann gibt es hier die Welle drauf. So, geht so halb über die Frau, halb über die Marke, halb über das Billett. Oh. Ja, gut. Also, und ich finde, dort unten braucht es jetzt genau noch einen Strich. Dann nehme ich das 5er-Strich-Dingsli und tue aber nur den ersten Strich ein bisschen einfärben. Und mache hier unten einen Strich. Weil ich meine, hallo? Ein Strich ist doch immer gut. So. Ja, das ist doch gut. Ich finde das super. Super. Was könnte man hier noch? Da finde ich, hat es doch noch Platz für... Nein, es müsste schon noch... Oder wenn wir hier noch die London Bridge... Oh ja. Oh ja. Genau. Die. Die brauchen wir auch noch. Die könnten wir rot machen. Da würde jetzt das auch noch gut aussehen. Ich glaube, das wäre super. Machen wir da rote London Bridge. Zack. Oh ja. Ja, genau. Genau so. Ganz genau so. Und da wählen wir das Datum. Da wird ja rot. Rot. Was haben wir? Der 22. September 2033. Das ist doch gut. Bis dann ist der Badge gültig, würde ich jetzt mal sagen. Und da auch gerade. Da kommt gerade oben drauf. Das ist eigentlich, da könnten wir eigentlich so schräg machen, oder? Sieht das dumm aus? Das sehen wir jetzt gerade.
So, nein, das ist perfekt. Genau so muss das aussehen. Genau so muss das aussehen. Und dort, auf dem, ein bisschen zu viel Material, auf dem einen dort, hat es da gerade noch Platz für einen Strich. So, genau, so hätten wir das. Und jetzt hier, also eben da gibt es eine Unterschrift. Und da hätte ich eigentlich jetzt auch so einen Kreis, aber eben ein bisschen grösser, so einen Poststempel, aber einen grösseren. Ich habe noch irgendwo einen. Da ist der. Ich hoffe, der ist nicht allzu grob. Oh, der ist ein bisschen gross, nicht? Warum? Macht nichts, macht nichts. Macht nichts, ich könnte dann noch den halb. Da wäre vielleicht noch gut. Nur den halb. Nur den halb. So. So. Ja, genau. Hey. Genau so. Oh, ich finde die geil. Vielleicht ist es auch ein Bibliotheksausweis. Kommt mir da gerade in den Sinn. Und da muss man jetzt aber noch schnell unterschreiben. So, da nämlich. Und zwar schreiben wir da. Ah, und da noch. So. Hä? Und? Oh, ich finde die super. Ich finde die super, ich habe hure Freude. Und ich muss nicht losziehen und mir jetzt gerade sofort für 40 Stutz die geilen Stempel kaufen. Ich kann einfach mit dem Zeug, das ich daheim schon habe, irgendetwas herbasteln und es sieht fast so cool aus wie die anderen. Hey, es hat mich im Fall mega gefreut, mit euch die zu machen. Und ja, die kommen dann in unser Junk Journal rein. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Täschchen. Ich glaube fast. Hey, super, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr auch schon so etwas ausprobiert habt oder wie auch immer, dann gebt mir doch einen Daumen hoch oder folgt mir oder was auch immer ihr Lust habt. Ich freue mich, wenn ihr auf jeden Fall das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir wieder irgendetwas Cooles ausprobieren miteinander. Tschüss!